An diesem sonnigen Tag ist es für mich auch klar, zum Rausgehen, die frische Luft geniessen und die Kleider anlegen, die mir gefallen und die mir bequem sind. Für die Frauen und Mädchen im Iran ist das überhaupt nicht selbstverständlich und darum gehen momentan ganz viele Leute auf die Straße. Was hinter diesen Protesten steckt, das erfährst du in deinen SRF Kids News. Willkommen zu deinen SRF Kids News, die Sendung, wo wir Nachrichten aus aller Welt für dich genau unter die Lupe nehmen. Heute schauen wir zusammen in Iran, ein Land im Westen vom Kontinent Asien. Seit ein paar Wochen erreichen uns von dort schlimme Bilder. Die Leute sind nicht zufrieden und zeigen darum ihre Wut auf den Strassen. Aber was ist eigentlich genau los im Iran? Seit etwa 1,5 Monaten protestieren die Menschen im ganzen Iran. Sie zertrampeln Bilder vom religiösen Führer Ayatollah Khamenei und sie verbrennen Kopftücher. Sie wehren sich gegen die Unterdrückung der Frauen. Die ganzen Proteste haben angefangen mit dem Tod der 22-jährigen Gina Mahsa Amini. Sie ist Mitte September an einem U-Bahn-Ausgang von der Polizei festgenommen worden. Das, weil sie ihnen nicht gepasst hat, wie sie ihr Kopftuch angehabt hat. Ein paar Tage später ist Gina Mahsa Amini gestorben. Vermutlich, weil sie von der Polizei so brutal behandelt worden ist. Nach dem Vorfall hat es zuerst einzelne Proteste gegeben, die sich dann zu einer riesigen Protestwelle im ganzen Land ausbreitet haben. Das Motto ist «Frau, Leben, Freiheit». Das Iraner Regime, so sagt man einer sehr strengen Regierung, reagiert mit Gewalt auf diese Proteste. In den Strassen gibt es Schüsse, Explosionen und auch Schläge. Sie verhaftet willkürlich Leute, die sich gegen die Regierung wehren oder sich nicht an ihre strengen Regeln halten. Weil die Iraner Regierung das Internet im Land abgeschaltet hat, ist es schwierig, Infos aus dem Land zu bekommen. Mit technischen Tricks schafft die Bevölkerung aber, Videos und Bilder von den Protesten zu veröffentlichen. Immer mehr Leute auf der ganzen Welt schliessen sich diesen Protesten an. Entweder auf den sozialen Medien oder an Demonstrationen. All die Menschen wollen, dass das jetzige Regime im Iran ein Ende hat. Und dazu habe ich dir eine Quizfrage. Wie lange ist das Regime im Iran schon an der Macht? A. 73 Jahre oder B. 43 Jahre? Die Auflösung findest du noch in dieser Sendung heraus und das Mal musst du ziemlich gut hinhören. Im Iran sind alle Regeln und Gesetze streng nach der Religion Islam aufgebaut. Das bedeutet in dem Fall, dass es unterschiedliche Rechte gibt für Männer und Frauen. Welche Regeln das für die Frauen im Iran gelten, das siehst du jetzt. Die strengen Regeln, die für Mädchen und Frauen im Iran gelten, bestimmen fast ihr ganzes Leben. Was sie anziehen müssen, wo sie hinreisen können oder was sie arbeiten dürfen. Wenn Mädchen und Frauen im Iran das Haus verlassen wollen, ist klar geregelt, was sie anziehen. Sie müssen zum Beispiel ihre Haare mit einem Kopftuch bedecken und sie müssen lange und weite Kleidung tragen, die bis zu ihren Füßen reicht. Das gilt, sobald ein Mädchen 9 Jahre alt ist. Auch für Männer gibt es Kleidungsregeln. Die sind aber bei weitem nicht so streng. Für sie sind kurze Hosen verboten. Neben den Kleidervorschriften gibt es für Frauen im Iran noch viel mehr Regeln. Sie können zum Beispiel nicht einfach arbeiten gehen oder ins Ausland reisen. Dafür müssen sie die Erlaubnis von ihren Ehemännern haben. Zudem dürfen sich im Iran nur die Männer scheiden lassen. Wenn sich also eine Frau in ihrer Ehe nicht mehr wohlfühlt, kann sie nichts dagegen tun. Auch viele Dinge, die für dich ganz normal sind für Mädchen und Frauen im Iran verboten. Singen und tanzen zum Beispiel. Das dürfen sie nur zu Hause und nicht in der Öffentlichkeit. Diese strengen Regeln und Gesetze werden von der sogenannten Sittenpolizei kontrolliert. Das ist eine besonders strenge Polizei. Die Sittenpolizei kann Frauen ermahnen oder bestrafen, wenn sie zum Beispiel ihr Kopftuch nicht richtig tragen. Je nachdem, gegen welche der Regeln Frauen verstoßen,
kann die Sittenpolizei Frauen auch für eine Nacht oder noch länger ins Gefängnis bringen. Im Iran haben Frauen also viel weniger Rechte als Männer. Viele junge Iranerinnen und Iraner sind mit diesen Regeln aber nicht mehr einverstanden. Deshalb gehen sie auf die Straße und protestieren für ihre Freiheit. Da fragst du dich jetzt vielleicht, was bringen die Proteste von all diesen Leuten und was haben Frauen und Mädchen für Aussichten im Iran? Genau diese Frage bin ich klären bei der Farida. Sie kennt sich auch gut mit dem Land Iran aus. Farida, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ich finde es gerade extrem komisch, zum auch da zu sitzen, weil vorhin haben wir die erschreckenden Bilder gesehen aus dem Iran und wir dürfen jetzt da so an der Sonne sitzen und haben das Glück, dass wir über das Thema schwätzen können. Wie ist die Stimmung im Iran jetzt? Jetzt gerade sehr wütend. Die Menschen sind wütend wegen den Dingen, die jetzt passiert sind, aber auch wegen den Dingen, die seit 43 Jahren im Land passieren, wegen der Unterdrückung, die sie erfahren haben. Und sie gehen auf die Straße, sie kämpfen und sie sind auch hoffnungsvoll, dass sich jetzt etwas verändern kann. Was bringen die Proteste im Iran? Sie bringen einerseits natürlich das Gefühl, man ist nicht alleine. Viele andere sind auch dabei. Sie stehen zusammen, sie sind gemeinsam gegen den Feind, gegen das Regime. Das heißt, sie fühlen sich als Teil einer Gruppe. Und das ist ja, da fühlt man sich stark. Jetzt, was bringen auch die Proteste im Ausland für die Frauen und Mädchen im Iran? Zum einen diese Solidarität, man darf das nicht unterschätzen. Und es ist immer, wenn man das Gefühl hat, es passiert einem Ungerechtigkeit und jemand steht für einen auf, dann fühlt man sich gleich stärker und besser. Was können wir in der Schweiz für die Menschen im Iran machen? Wichtig ist, nicht wegzuschauen, sondern wirklich informiert zu bleiben, zu schauen, was passiert im Iran, wie geht es dort weiter. Vielleicht auch unterstützen in Form von beispielsweise Weiterverbreitung von Nachrichten, darüber sprechen, dass es nicht vergessen geht. Das sind so die kleinen Dinge, die man machen kann. Ist jetzt eine Revolution, also eine Veränderung im Land in Sicht? Ja, es ist immer schwierig, sowas festzumachen und man hofft natürlich immer. Und die Proteste jetzt sind schon was Neues. Die sind viel größer als alle anderen Proteste, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen haben. Das heißt, es wird für das Regime sehr schwer, das unter Kontrolle zu bringen und diese Proteste niederzuschlagen. Sie müssen irgendetwas machen. Sie müssen irgendwelche Zugeständnisse geben. Und natürlich hoffen alle, die jetzt protestieren, dass das der Todesstoß für das Regime ist und auch das Ende des Regimes. Aber ob das wirklich jetzt so schnell passiert, das ist sehr schwierig zu sagen. Hast du mitbekommen, wie lange das Regime im Iran schon an der Macht ist? Farida hat es ganz am Anfang des Interviews gesagt. Es sind 43 Jahre. Die richtige Antwort ist also B. In dieser Sendung haben wir auch über den Islam geschwätzt. Und wenn du mehr über das oder auch die anderen Weltreligionen, wie zum Beispiel das Christentum, das Judentum oder den Hinduismus möchtest erfahren, dann geh doch mal auf srfkids.ch. Wir haben Kinder begleitet und sie erzählen dir, welche Besonderheiten hinter ihren Religionen stecken. Schön, dass du mit dabei warst bei deinen SRF Kids News. Dass du die nächste Folge nicht verpasst, abonnierst am besten den Kanal. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.